Gut. Gut, wir heben an, teure Versammelte, ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der Sommerprogramm, der intensiver Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut JIWO. Das ist ein Sommerprogramm für die jiddische Sprache, Literatur und Kultur. Das ist das 55. Jahr von der Existenz von der Programm. Und in 2019 haben wir eingeführt die Programm, die Serie Lektions wegen der jiddischen Zivilisation, wo wir bringen unsere Talmidim und den breiten Eulen Lektions wegen Themes verschiedene, was haben zu tun mit den letzten 1000 Jahren jiddisch Leben, jiddisch Kultur und mit dem Fokus auf dem Leben in der jiddischen Sprache. Und das wir heben an die Serie, das Jahr, mit unser Gastredner. Unser Lektor ist Professor Boyarin, auf Englisch Professor Jonathan Boyarin. Er ist Professor von der modernen Judaistik, Modern Jewish Studies in Cornell Universität. Er hat die Professur aufgenommen von Diane G. und Thomas A. Mann. Ein Buch, was er hat letztens herausgegeben, 2020 beim Verlag Princeton, ist Yeshiva Days, Learning on the Lower East Side. Und Übersetzungen seien herausgekommen durch die Jahre. Die letzte ist Menashe Ungers, A Fire Burns in Kotsk, Wayne State University Press 2014. Und Professor Boyarins Thema wird sein das Schreiben von Yechiel Hofer und Nidערעער, ein Roman Reb Zalmen. Die Lektion heißt Reb Zalmen oder das Aleksanderer Shtibl in Warschau. Ich gebe dir das Wort. Wir wollen noch der Lektion, bemächtigt von der Lektion, mag der Eulem stellen Fragen, wie viel will, aber wir beten das Schreiben nicht in Schmuiskästel, nicht in Chat, nur in Q&A, das heißt in unsere Scheiles und Schubes. Dort wollen wir, das heißt die, was arbeiten hinter die Kulissen mit der Technologie, überleihen eure Fragen und beim Sof von Jonessens 40, 50 Minuten wollen wir stellen die Frage, wir uns vorleihen, stellen Jonessen und wird antworten auf sie in die letzten 10, 15, 20 Minuten. Was das Wort, Jonessen, Dank für den Kommen. Schönen Dank, David. Der Maxver Yechiel Hofer, ein Geborener in Warschau, wo es gewähne Jugendchaver von Professor Avram Joshua Heschel, hat später gewohnt in Israel. Laut seiner Erziehung in Rmlchmehdikער Polen ist gewähne Doktor. Früher geschrieben auf Polisch, dennoch auf Yiddish. Herausgegeben hat etliche Bände, zwischen sie Lieder und Kritik, aber Strof Beschreibungen von seinem jugendlichen Mischpocheleben und von der jiddischen Warschau Bechlau. Etliche Bände Hofers hat man übergesetzt auf Hebräisch, aber derweil kein eins auf Englisch nicht. Und Hofer allein bleibt, dachte ich, wenig bekannt, a viele in unseren jiddischistischen Kreisen. Ich wollte es damals euch nicht gekannt sein Namen, wenn nicht der Rav und gelernte Shmuel Dresner hat mich mit der Sachjahren zurück geheißen übersetzen etliche Kapitel von Hofers Buch Reb Zalmen, wegen was Zeich heint. Dresner hat damals gearbeitet auf eine Biografie von Heschel, was hat verendigt und rausgegeben nach sein Tod Ed Kaplan von Brandeis. Jene Biografie zitiert aber andere Texte Hofers zu schildern die Welt von Heschels Kindheit, wie euch Heschels Brief zu Hofers Almona, wo schreibt, aus Hofer ist Taki gewesen seiner, das heißt Heschels, bester Jugendchaver. Die Peretz Verlag hat herausgegeben Reb Zalmen im Jahr 1960, hat, kann man sagen heint, noch unser größten Churben. Aber es ist nicht kein Churbenbuch. Steht nicht unter dem Titel auf dem Scharblatt Roman, wie bei anderen Büchern Hofers wegen Warschau. Ich bin überzeugt, als der Held
sie besser Anti-Held, Reb Zalmen allein, hat Tage gelebt und ist mehr weniger gewesen der Mensch, wenn man Hofer beschreibt. Es ist fort klar, als nicht alle Protim, nicht jeder Meise in der Meise, hat der Maxber allein gekannt durchleben und wissen. Der Pfarrer ist scheich zu sagen, als Reb Zalmen besteht von Zechroines mit der fiktiven Zugabe. Und doch, geh so heint etwas sicher von einem lang verstorbenen Reb Zalmen Gufa. Reb Zalmen ist ein Jochid in der Zibber. Ein Joitze mina Klal ist ein frommer, ein traditioneller Jid ohne Mischpoche. Viele kein Familiennamen hat nicht, seitdem hat ja gehabt und Hofer gibt es dem Lehner bekiven nicht zu wissen. Doch hat unser Reb Zalmen Brüder und ein Schia-Brüder mit der Reben dazu. Die Brüder seien die Aleksanderer Hasidim, überhaupt die Einwohner in Alexander Shtibl in Warschau. Und der Rebbe ist gewesen der Rebbe von Alexander. In die Jahren hart noch im Ersten Krieg, die Jahren, wenn die Szenes in dem Buch kommen vor, ist auch der Rebbe gewesen, Reb Yitzchok Menachem Mendel Danziger, Dritter in der Dynastie von Aleksanderer Hasidim. Ob Tage hoffe es Reb Zalmen bleibt ein Jid ohne Genealogie. Wir lernen nur, als Boyarin ist ein Schädlitzer, ist gedei, da ein bisschen abzustellen auf der ruchniistische und intellektuelle Genealogie von Aleksanderer Hasidim. Mit dem können wir öfter verstehen, was für ein chassidischer Mensch unser kleinwuchsiger Reb Zalmen ist gewesen. Und dem, und so haben Gott eine knappe Ahnung wegen der gewissen Idealen und Begriffen von Reb Zalmens Chassidis, kann sich nebach ausdachten, ob der Figur bloß wie ein Misanthrop. Also, gar in Kurzen, der Rebbe Reb Yitzchok Menachem Mendel, gestorben im Jahr 1943 auf Kiddush Hashem, ist gewesen ein Urenkel von Reb Schrager Feivel Danziger, allein ein Talmud von Wurker-Rebben, Reb Yisrael Yitzchok. Und der Wurker, ist gewesen ein Talmud von einem Jiddisch, der Pshischer-Rebbe. Ein zweiter größer Talmud von einem Jiddisch ist gewesen der Kotzker, Reb Menachem Mendel Morgenstern. Von Pshischer stammen Tage polnische Chassidisten, zwischen Biale, Borisov, Radzimin, Ishbitz, wie euch die größte polnische Chassidis zwischen die Milchommes, das ist Ger, und die zweite, Aleksander. Und Chotsch, die Aleksander Hasidis, was zu mir haben gehört, sei Reb Zalmen, sei dem Narrators Tate, stammt nicht direkt durch Kotzk in der Linie von Pshische, dachte ich mir doch, als der Figur von Reb Zalmen halten sich etliche Strichen, was seinen beulet bei Heschels klassischen Porträt von einem Kotzker Reb Mendel. Also sieht man sei bei Hofers Reb Zalmen, sei bei Heschels Kotzk, und das. Erstens, a gewaltige Sinne nebach gegen Falschkeit, a passion for truth, wie es steht in Heschels Englisch, zusammen mit der Greatkeit zu der spieren Falschkeit, a wo es soll nicht sein. Mit dem kommt, Chotsch bei Reb Zalmenen, a starker Schad gegen Rabbonim, als sie haben in Sinnen nur Geld. Zweitens, a Zugang legabe Freuen, das ist das Nebechdicke, zu freuen Bechlal, was ist spottisch und minderdick. Das sieht man beim Kotzker mit seiner extremer sexueller Ästhetischkeit. Sein Zweitweib, Dake als Schwester von Reb Yitzchok Meyer Gehrer, hat stark beklagt, was der Kotzker führt sich mit ihr nicht Mann und weiblich. Reb Zalmen von seiner Zeit ist nicht nur ein alter Bocher, sie öfter gar ein Almen oder ein Görisch,
Nur ihm ist gleicher, wenn darf viele nicht sitzen im Zimmer oder reden mit der Frau. Aber da muss ich sich abstellen ein bisschen und bringen ein ersten Zitat von Hofers Buch. Hofer geht klar zu verstehen, als sein Reb Zalmens bitteldicke Zugang zu Frauen hat geägbert, sehr geehrt, sei ihm, sei dem Taten. Und lässt wissen, als nicht alle Citizens verstammen von Pschiske seine Gewinne so anti-Freu. Die Porisover Rebbeim, seine Gewinne ähnlich von dem Pschisker, dem jeder Kodesh allein. Und so schreibt der Narrator wegen der Bobes Beziehung zum Porisover Rebben. Mein Mames Mame, die Bobbe Breindl, ist gewinn a scharfe Porisover Chasidiste. Bescheite ist sie gefahren zum Rebben Reb Yankiv Herrschen. Das ist nicht gewinn Stamme vorrechts, nur ein Emerson Nessie zum Rebben, mit Feier, mit des Slaves. In die Tag von Elo pflegen sich zu neu kommen Weiber, Porisover Chasidistes, man hat gedungen beim Peuren Wegener, und durch polische Wegen zwischen Seder und Felder von Novominsk durch Schenitze, Latowitsch und Sardin ist man gefahren kein Porisov, beugendig auf den ganzen Weg wie Miriam Hanavia in Peiklach. Die Bobbe ist auf dem Rebenshof gewinnt stark angesehen. Jetzt zur dritten Strich, was ist charakteristisch, sei für Hofers Reb Zalmen, sei für ein Kotzker, sei für andere Hasidim, was stammen von Pschiske. Das ist das nicht wollen davenen, bis man hat die richtige Kavane. Der Pfarr haben andere Hasidim beschuldigt die Pschisker in der Avere von nicht davenen zu der Zeit. Wegen dem Kotzker allein schreibt Heschel, als wenn hat sich schon ja gestellt zum Davenen, hat das gemacht gich. Weil wie lang kann jed halten bei der gehörigen Kavane? Unser Reb Zalmen euch, etwas ein 3/4 Jahrhundert nach ein Kotzkers Tod, hat nicht gewollt davenen gar in der Früh mit die größeren Minionen in Aleksander Shtibl, wo hat getockt und genächtet. Nur gewahrt, bis der Eulam soll werden etwas schitterer. Aber dann, schreibt Hofer, hat Reb Zalmen herausgelost die Wörter Burig Shaumar, als alle sollen wissen, wer es hat gerät und die Welt ist gleich bestanden. Dazu ist gewähnt Reb Zalmens Chasidis, sicher euch so wie dem Kotzkers, gewähnt a londische, nicht kein populärer. Nicht Reb Zalmenen und nicht dem Kotzker kann man anrufen an Oyev Yisrael. Beide haben gewollt, als Jid soll sein unruhig mit sich, a viele als sitzt und lernt. Hofer schreibt so wegen Reb Zalmens Stimmung beim Lernen. Wenn Reb Zalmen ist gewinn in Kaas, wenn ist nicht gewinn Schove mit sich und Avade nicht mit der Welt, hat dafke lieb gehabt das Charifistische Lernen. Demalt hat nur gehalten von Seichel. Hat nicht gewollt mit sein Charifes Imetzen aufheben, nur verkehrt. Wenn hat gesehen, als der Eulam hat doch eine neue von seiner Charifistikkeiten, hat gehalten, als sie haben ihm abgenarrt. Als der Eulam hat bei ihm ausgenarrt, als Sach, was kommt sich nicht. Was hat gar nicht Bedehe gehabt, sie zu geben. Minnestam seine so beulet in meiner Augen, die pschische Strichen Reb Zalmens, weil bleib unter der starken Speue von Heschels Meisterwerk Kotzk in Gerangel für Emestigkeit. Wie euch von Menashe Ungers Roman Pschiske und Kotzk, was ich habe übergesetzt mit etwas 10 Jahren zurück. Ich weiß nicht, sie Heschel oder Hofer allein wollt Maskim gewinnen, als Reb Zalmen ist eine Figur, nicht nur von einem Aleksanderer Hasid, nur von einem alten Pschisker Hasid. Heschel schreibt, als ist aufgehoben wird geworden in der Zwiebel von Gerer Hasidim. Und wir wissen, als sie gewinnen bittere Konkurrenz
zwischen Ger und Aleksander. Wer weiß? Eins bin ich sicher, und auch das will ich unterstreichen, als wie Orm, wie Beis und wie einer alleinig ist der Porträt von Reb Zalmen, ist das nicht ein Porträt von kein Meschugenem, Stam von einem Verlorenen. Reb Zalmen ist ein Mensch, was halt bei Seins. Und was heißt Seins, ist ausgeformt geworden, laut gewisse Schittes in der polnischen Hasidis. Nu, ist öfter genug hakdomkit. Lass mich schon öffnen das Buch. Seht sich an mit der kurzen Vignette, was heißt die Fotografie. Da stellt vor Hofer dem Leiner, wie sein Mischpoches Staller Eurich, sehr ständiger Gast beim schabbesdicken Tisch. Nehmt aus der Tata kleine Fotografie von Busenkäschene, upon ein Ausschnitt von etwas an offizieller Gruppenfotografie beschast der deutsche Okkupation im Ersten Krieg. Fragt der Reb Zalmen, sie Reb Zalmen, der kennt den Jiden auf ein Bild. Nein, antwortet ehrlich Reb Zalmen, einmal und noch einmal. Bis der Tote hat mir klompisch Rachmanis auf ein Eurich und sagt, als das ist ein Bild von einem, was beide von sie kennen ihn. Das heißt, die kennst ihn nicht. Agif, Take die und nicht du. A Sachdialog überhaupt die Werte von Reb Zalmen allein geht Hofer über auf Warschauer mit I-Dialekt, wie man sagt auf Englisch. A klar, Reb Zalmen ist Maskem, und das ist jenem sein Bild. Sie hat hier, ihre Zuhörer, schon getroffen, wemes Bild ist in der Emerson gestanden auf der Fotografie? Ja, das ist gewesen ein Bild von Reb Zalmen allein. Wie andere Gor von Jeden in jener Zeiten hat selten, sie gar kein Mal geguckt auf sich allein. Die Themen von den Jeden, was ist so fromm, als kennt nicht das eigene Bild, habe ich euch gehört wegen dem Chazonisch, Reb Avram Shaya Karlitz, was ist omgäkomänä Chaim Grades Rebbe. Man sagt, als in die älteren Jahren schon in Eretz Israel, hat verloren seinen Weg in ein wenig das Haus, wo hat gewohnt. Sehendig war sich ein alten Jid mit der Hoderes Ponnen, fragte jenem, sie weiß den Weg zum Cheder von Chazonisch. Nur der Jid in Spiegel hat versteht sich gar nicht geantwortet. Leute, was Hofer schreibt, ist für Taten oder ein bisschen zu verfremd oder hat gar nicht das nicht erkennen sich allein. Nicht, für was reizt der Reb Zalmen also? Wie es soll nicht sein, endigt das erste Kapitel mit die kurzen Linies. Mein Tat ist nicht da, Reb Zalmen ist nicht da, die Fotografie ist nicht da. So hat der Zakoren wegen sie bleiben. Möglich, als das wird euch schon in der Monnen in der bekannten Meise, was Eli Wiesel geht über, wegen Reb Yisrael Regioner, was vielleicht sagen, als zu lieb Jerides Hadeures und zu viel vergessen, können nicht uns in das Feier. Und kennen nicht die Nusse hat viele. Und weiß der viele nicht, wo es gefindt sich das Ort im Wald. Alles, was ich kenne, ist zu erzählen die Meise. Und das wird davon sein genug. Euch hoffe, gibt uns die Meises. Nach uns le Moschel, das Kapitel, was heißt Reb Zalmen wegen Chilul Shabbos. Wie mit anderen Kapiteln, ist da Reb Zalmen allein nicht der Hauptperson. Das ist sicher eine Beschreibung von einem gewissen Fall, was weist an mit einmal das Steigerleben in der jüdischen Weise und die Spaltungen, was kommen vor.
Also schreibt Hofer. Hasidim Shtibl sind auf Moranowske Gas gewähnt a Sach. A Sochetschover Shtibl, a Grodziskir, a Slonemer, a Lubavitcher, a Skernewitzer, a Porisover, a Pelzewisner, was hat geheißen dem Reben Reb Moisheli Shtibl und andere. Meine Zuhörer, von Lubavitch wissen wir doch alle, aber nur zu der Monen Grodzisk, sie Skernewitze, ist doch sich schon ein Stückel Tchies am Essen. Stellt Hofer dem Trop doch auf die Pelzewisner mit Protem wegen dem Moleken Reben, weil die Pelzewisner nehmen die Biene in dem Kapitel. Schabes, seine Gewinn versteht sich, die Lodens von allen Gewalten auf der Muranowski Gewinn fest vermacht. Bis ein Schabes. Der Zedmen, als bei Zedeks Hittelgewölbel, tut sich, was bedarf nicht auf Schabes. Etwas ein Licht brennt. Ein junger Mann kommt raus, stiller Heid, mit der neuen Kapelusch auf dem Kopf. Man handelt gar auf Schabes. Die Jiden in Pelzewissen Shtibl, wo auch der Zelig Daventake, werden gekocht. Steitsch, als Achillo Schabes befarhesie, grod auf der Muranowski. Brechen herein in Gewölb 3 gesunde Pelzewissner und schleppen Zeligen heraus über der Gas und in Shtibl rein. Korea Kadag sein! Man soll ihn zerreißen wie ein Fisch, schreit der Eulen. Nun zum Sof lässt man Zeligen ab mit der Warnung und ein gestammelter Zusag, als sonst wird mehr nicht geschehen. Und doch, ein bisschen später, Pesach in Abend, sieht man, wie das Gewölb steht offen, wie es wollte gewähren ein Poscheter Sonntag. Proben die Pelzewissener noch einmal einreden Zeligen mit Gewalt, als soll vermachen. Aber das Mal hat schon seine starke Jaten und das Gewölb bleibt schon offen. Sie sollen mir lehnen in dem etwas an Allegorie, an Anweis, als die lebendige chassidische Zwiebel hebt schon an zu verlieren das oberste Platz? Ja, sie nicht, sehen wir, wie ich hoffe, ist äußern zu schildern das Leben auf der jüdischen Gas und nicht nur Reb Zalmens Persönlichkeit. Der Narrator, allein etwas ein Stiffer, ist schickavet zu wissen, was Reb Zalmen wird sagen wegen der Chilul Shabbos. Einmal und zweimal macht sich Reb Zalmen nicht wissendig, wie versteht gar nicht wegen was der Narrator fragt ihm. Als der Narrator sagt, befeirisch, Selig ist Mechalul Shabbos, ist aber Scheute! Hat Reb Zalmen getan ein Geschrei heraus zu mir mit der Leibenstimme. Kol habe ich noch keinmal bei ihm nicht gehört. Scheute Muchlet! Hat wieder geschrien und getuppelt mit die Fiss. Wer ist Mechalul Shabbos? Selig? Die meinst, dass selig, der nicht stolz, der gornische begornischt, kann Mechalul sein dem Shabbos? Kann verschwächen dem Shabbos? Typisch! Die sollst mir sagen, als der Aleksanderer Rebbe, sie der Purisover Rebbe, hat Cholile Mechalul Shabbos gewähnt. Meine, versteh ich. Du es wohl gewähnt Chilul Shabbos. Aber der selig, der nicht, eben nicht, kann verschwächen dem Shabbos? Nie. Beheime eine. Und Reb Zalmen hat der Kuck getan auf mir mit Bittel. Der Shabbos in Stubes hat geblieben fest. Hat die Muranowski Gas, was sich gefühlt getroffen. Und der Narrator lässt uns wissen, als nicht nur selig, nur euch der Narrator mit die Schwester, seien bei Reb Zalmen und euch nicht genug fromm, nicht fähig, Mechalul zu sein dem Shabbos.
was sie sollen nicht tun. A klein Haore zu der Meise mit Seligen und die Hasidim, und der Rebbe Reb Moishele, der Pelzewisner, was ist zu früh gestorben von Influentia, ist gewähnt der Tate von Hofers Jugendhaber, Danke, Reb Avram Yoshua Heschel. Ein anderer Kapitel trägt für einen Titel ein paar russische Wörter, chotsch gar nicht kein elegante. Bashol wom, das ist Deutsch, arois mit dir. Oder auf Prost Englisch, get the hell out of here. Und das hier, das da, von wann Reb Zalmen will mit die Wörter aroistreiben sein Gegner nebach, ist das Aleksanderer Shtibl Gufe. Da gibt uns der Maxber eine protemdicke Beschreibung von einem Shtibls Ausstell. Oder besser gesagt, eine Beschreibung von der dritten Stufe von Eingang, was es gewähnt bloß aufs Forum. Aber da fleckt man herausnehmen dieses Forum und sie lernen. Aber es ist gewähnt dort euch andere Texten, öfter mehr happendig in einem gewissen Moment. Hofer schreibt, auf die ebersten Tieren von des Forum Schenk sind gewähnt ungeklebt Maidos von Rabbonimlach und Kise Rabbonis und von Hasidim und Parnasse zu Ansei Shlomeinu und zu Stammjiden wegen verschiedener Unionen. Ich stelle sich auf dem, weil wir Forscher von jüdischen Textleben ist mir gar interessant die Geschichte von solcher zeitweiligen Annoncen und seine Rolle in jüdischen Gehirnleben. Noch ein Beispiel von einem historisch-ethnografischen Interesse von dem Buch Reb Zalmen. Und Hofer öffnet für uns viele ein paar Scharblätter von diesem Forum. Das Forum, was wir müssen Schar sein, seien mit knappe 10, 15 Jahre später weg mit dem Räuch von Warschauer Ghetto. Aber da, in seinem Buch, was wir haben ja, ist noch für ein Ort für Humor, ein Steiger. Auf einem Scharblatt ist gestanden auch die Einschrift, Tage auf Hebräisch, was ich will es dennoch übersetzen auf Yiddish. הספר זה שייך. למי שייך? למי ששייך שייך. פורט, למי שייך? למי שקונה שייך. מי קונס הספר הזה? מי שקונה קונה. פורט, מי קונה? למי היה מויס קונה. למי היה מויס? למי שהיו. פורט, למי היה? מויס היו לעקביר האדיר, הלמדן המופלג, החסיד המפורסם, מורנו הרב רב פלויני בן אלמוני. Das ist Deutsch auf Yiddish. Das Sefer gehört. Zu wem gehört das? Es gehört, zu wem es gehört. Zu wem gehört das? Zu dem, was hat es gekauft, gehört es. Wer hat gekauft hat das Sefer? Der, was hat es gekauft, hat es gekauft. Wer hat es gekauft? Der, was hat gehabt Geld, hat es gekauft. Wer hat gehabt Geld? Der, was hat gehabt Geld, hat es gekauft. Wer hat es gehabt? Geld hat gehabt der größte Gewirr, der ausgezeichnete Landen, der bewusste Hasid, unser Meister und Rebbe, Reb Ploini ben Almoini. Nun, ist nicht ein Muster von größer Volkspoesie, aber Mestame hat es Saivi nicht allein geschrieben, oder der Ploini. Zima hat gewollt häusig machen von ihm. Sie, das ist noch ein Ausdruck von psychischer, hasidischer Spott zur Reichkeit und Prätensie, zu dem, was man will kaufen, londische Ansehen mit Geld, weiß ich nicht. In einem anderen Cheder davent man, wie sich schon gesagt, pflegt Reb Zalmen davenen spät, mit den letzten Minien jeden in der Früh,
Shabbos, versteht sich, ist ein längerer Davenen mit den Lehnen. Osser ledabe b'shas hakriya ist gehangen auf der Wand. Und Reb Zalmen hat stark gehiet, als man soll Tage gar nicht sagen b'shas und Lehnen. A vieles soll Tage haben zu tun mit der Parsche. Hofer schreibt, a chutz die Reders ist in Shtibl gewesen a spezielle Chevre Kaschefregers. Ein anderer Hasid in Shtibl, Moshe Ephraim Lippmans, hat lieb gehabt zu entfernen a solche Kasches auf der Parsche. Aber Reb Zalmen hat Feind gehabt die Fregers. Hat Feind gehabt Moshe Ephraim Lippmans. Kommt einer nebach zu Reb Zalmenen mit der Kasche auf die Teure. Kasche auf die Teure. Und stellt sich auf Reb Zalmen, wird gar in Kas und schreit beis. Ha? A Kasche auf die Teure willst du fragen? Die hast Kasches auf die Teure? Die fragst Kasches auf die Teure? Paschol won! Das heißt, nehmen das haben a Kasche wie ein Ausdruck von a Sofek in a Munna. A harber Yid, der Reb Zalmen. Es kommen vor andere Episoden von Reb Zalmens Leben äußer der Stadt. Und weit von Alexander Shtibl, was der junge Yechiel hat upon einem beschum Eufen nicht gekannt sein dabei. Und nicht nur das. Das Kapitel, was heißt, dem Kodzios Jahrzeit, klingt etwas schablonisch. Nicht so ehrlich und originell, dachte ich mir, wie man alle anderen Kapitel. Das ist eine Meise wegen einer gewissen Bock beim Rebenshof in Alexander. Die Menschen herum Hof haben gehalten, als der Bock mit seinem Bärdel ist gar ein Gilgul von der Chassid. Sie hatten sich hotsch gehabt, ein Heilig von der chassidischen Neshama. Etwas zieht der Bock gerade zum Rebenshof. Und bei Reb Zalmenen ist der Bock stark beliebt. Efter, Hotsch Hofer schreibt nicht so. Weil seit der Bock, seit Reb Zalmen, haben nicht kein Mischpoche. Schreibt Hofer, als zu kein Schumarbeit hat man dem Kosiol oder Bock nicht getot nutzen, weil ist gewähne Becheuer, ein Geheiligter von der Mammes Tracht. Von deswegen nehmen dem Rebens Eneklach einmal reiten auf den Kasiols Rücken und zum Sof euch der wachsene Jiden, bis der geheiligte Bock euch euch in den Schommen debach. Hofer bringt dem Lehener zurück in Shtibl in Warschau. Schon Jahren später sitzt in jedem Rundtisch, willen machen a Sudle, etwas nehmen in Mäuler rein und trinken daheim. Es fällt nur zu lieb was. Willen versteht sich ehrliche Hasidim nicht glatt so fressen zu lieb heule Gashmies. Bis der Reb Zalmen ruft sich ab. Jeden, es ist doch dem Kasios Jahrzeit. Seien alle zufrieden und nachdem hat man upon ihm genug oft gefeiert dem Box Jahrzeit, a viele mehr wie einmal im Jahr. Jetzt die Thema von heiligen Kasiol, sie von einer heiligen Zieg, was ist great sich allein makarev zu sein, der Teufels Jiden, ist doch sich a bewusste in der chassidischen Literatur und in Folklore. Seht, Lamoschel, die Vignette, die heilige Zieg geht herum on Herner, in Heschel Sefer wegen Kotzker Reben. Von der anderen Seite hat man schon einmal bemerkt, als wenn Hasidim,
in dem Prat wie andere Jiden und Tage wie alle Menschen gleich, willen etwas, is gefindt man ab Pnea. Will man essen, muss es sein emmetsens a Jahrzeit. Der heindzeitige frühe Schreiber, Katlakanיה, hat einmal geschrieben, lagabe der hasidische Minig, nicht zu sagen, kein Tachnen, kein gewisse Tfille, bei a Rebens Jahrzeit, als jeden Willen nicht sagen, kein Tachnen, ist hagenen sehr weg a Reben. Nicht ernst hat es Chas v'Sholem gemeint. Klar, dem Kosjols Jahrzeit lehnt sich etwas wie Stamme Erzählung und der Fall ist es laut meiner Meinung öfter das schwachste Kapitel im Buch. Aber das andere Kapitel, was bringt Reb Zalmen mit seinem Gegner Yechiel Hofer Mittenlehner, a Reus von jüdischen Quartal, a Reus von Stadt, und gar na Datsche in sommerdicken Fallenitz, macht gar starken Reuschem auf den Lehner. Versteht sich, als Reb Zalmen ist gewöhnlich geblieben oder in Shtibl, Gufe oder hart dabei. Hat nicht gehalten von die Sommerwohnungen, von Verbringen dem Sommer äußerte Stadt. Leuten Maxber hat sich Reb Zalmen vorgestellt, als dort ist eine heftige Welt, wo man vergisst wegen Jiddischkeit und wegen Sneos. Kommt zu ihm, aber hat der Yechiel Kubatz und meint, als Reb Zalmen soll vorn mit ihm kein Fallenitz, Mewake sein, dem Gabe. Will Reb Zalmen absagen, und Yechiel steht ein, als muss mitfahren mit ihm. Nu, darf man durchfahren die goyische Stadt. Und Hofer weist uns Ort die goyische Welt durch Reb Zalmens Augen. Ihm ist als Ding nicht schikave, nur unbequem, bis gar. Also wie man wollte mal rausgetrieben, Chotsch auf einen Tag von der Moranowska Hakoidesh in Goles, wo alles und alle ist Tome. Der Tramway, schreibt Hofer, ist was öfter vorbeigegangen, heiser, auf welches Sennen gewähnt Slomim, und die Christen haben sich gezählt, und die Christen haben untergehoben die Zeyäre. Yechiel, was darf haben zu tun mit Christen jeden Tag bei seiner Arbeit, guckt on zufrieden sehendig, wie Reb Zalmen fühlt das einmal dem Tam von Golos. Kommt man schon an in Fallenitz, wird Reb Zalmen erstaunt. Mamisch, a jüdische Welt, a fromme und a sprudeldicke, da bei die Sommerwohnungen. Besucht man dem kranken Gabe und sitzt ein paar Schau auf der Veranda. Als es kommt schon Zeit zu fahren zurück in die Stadt, der langt Reb Zalmen die Gabete, a geschochtene Gans, eingewickelt in alte Zeitungen, und legt ihm vor, als soll es verkaufen in Stadt, soll dabei verdienen, Chotsch a paar Zlotes. Will Reb Zalmen nicht annehmen die Gans, aber Yechiel Kubatz, weiter gegen Reb Zalmens Willen, steht ein, als muss es nehmen. Belesbreire schleppt Reb Zalmen die Gans zurück in die jüdischen Quartal. Und da ist schon in der Verlegenheit. Die Jeden, was halt, als seinen Wert soll mit sie handeln, ist, oder sie willen nicht kaufen, weil sie wissen nicht, wer es hat die Gans geschochten, oder sie bedarfen bechlall nicht kein rohe Gans. Und zu die, was wollten öfter schon ja gewinnt gerät einzukaufen, will Reb Zalmen viele nicht einkommen. Und das Papier herum ganz wird blutig und zerrissen. Bis Reb Zalmen trifft an einen jungen Mann, schon gar nicht kindfrommer, was es ja aballen auf der Gans. Geht der Reb Zalmen weg die Gans, der langt der junge Mann Reb Zalmen a 20er
Und bet Reb Zalmen, soll reinen in der Bayeken Kron, ausbeiten und geben Recht. Nur die 20er weiß euch a falscher. Und als Reb Zalmen kommt weiter raus auf der Gas, seien schon der junge Mann mit der Gans verschwunden. Und das Kapitel, die meiste mit der Gans, lässt über a Panorama-Imagen. Von einer Seite die lebendige nicht-jüdische Stadt mit der lebendigen jüdischen Sommerkolonie, von der anderen Seite Reb Zalmens ekeldicke Nessie zwischen die Goyim mit seinem unbeholfenen Suchenisch nach der Koine auf der Gans. Fragt sich schon die Scheile, sei auf der Meise mit der Gans, sei auf dem ganzen Buch. Was hat der Maxber, der erwachsene Yechiel Hofer, was hat durchgemacht die Gräueljahren, gemeint wegen dem Parschon? Von einer Seite ein Verleuerner, ein Verbissener, einer, was hat Feind gehabt, Freuen, und ein Luftmensch dazu. Von der anderen Seite ein Isch-Emes, ein ehrlicher Chassid von einem alten Pschischer Schnitt, was hat klar gespürt und unrachmones Häusig gemacht von verstellten Frumakis und von Kleikoides, was tun nicht Lishma. Die Show geht schon weg, und ich will kurz auf ein paar Minuten hören von euch. Das letzte Kapitel in Yechiel Hofers Reb Zalmen heißt die Jerusche. Erzählt, wie Reb Zalmen hat einmal sich herumgeguckt, herum der reichen Wohnung und gesagt, als das Salz wird gehören zu Yechielen nach 120 Jahren. Charakteristisch gibt Reb Zalmen zu, als Yechiel soll gar nicht weggeben seine Schwester, weil sie wollen haben von seinen Männern. Endigt das Buch mit die Wörter. Meine Schwestern sind nicht da. Sie sind umgekommen. Und euch kann ich sich mit sie mein Jerusche nicht teilen. Efter wollen die alle, was fühlen mit mir eine jüdische Kräuverschaft, eine jüdische Mischpocheschaft. Efter wollen sie aufnehmen mit mir, teilen mit mir die dosige Jerusche, welche ist mir von der Rmaglächäer jüdischer Heim verblieben. Allewei. Mieten. Und ich, Jonas und Boyarin, sag als ja, wir teilen mit euch Yechiel Hofer die Jerusche, sei von Tate Mama, sei von Reb Zalmen. Ich danke euch für ein Zuhören. Ein größten Dank, Jonas. Rעליגיעזע, interessanter Referat. Was ruft daraus großartig? Ich habe noch nicht übergelernt, das Werk, Bechlal Hofers Werk habe ich noch nicht übergelernt. Ich bin bekannt von der zweiten Hand, nur ausgezeichnet. Jetzt will ich lernen. Habe ich eine erste Frage, also wie du hast geendigt mit dem Churmotiv. Was wirst du uns sagen wegen dem Schreiben in dem Band? Schwer zu formulieren die Frage, aber das, was man schreibt nach dem Churben und das, was man geschrieben vor dem Churben, seien doch oft kategorisiert, analysiert, weggestellt, anders durch verschiedene Analytikers. Ja. Wie also willst du kommentiert die Thematik, den Stil, den Inhalt von, lassen wir sagen, ein Werk, was ein Hofer oder was der Hofer wollte geschrieben vor der Milchome und nach der Milchome. Heute wir können viele zugehen zu einer Frage. Bei Menschen trachte ich früher von
mein ersten Proof überzusetzen von Yiddish, das ist versteht sich gewesen from a Ruden Garden, was ich hab gemacht mit Jack Kugelmaß. Und dort ist gewesen ganz klar, als es ist a Matzeva. Also Jiske-Buch ist a Matzeva. Und es ist ein reiches Porträt von einem Leben meistenteils in die kleineren Städte und städtlich und überhaupt in die Jahren zwischen die Zweite Weltmilchommes, wenn die Schreibers haben allein gelebt, aber im Ganzen kolliert mit der Kollier von dem, was ist verloren gegangen und wie es schreibt, wie es hat geschrieben, Jod Singer von der Welt, was es mehr nicht da. Agef schon gleich nach der ersten Weltmilchome ist gewesen a Serie Bücher Choreve Welten. Das ist schon gewesen eine Tradition von verlorenen Choreve Welten. Viele fahren größeren Choren. Aber achutz dem, was ich hab gelernt, achutz die letzte Strophes von ersten Kapitel und von letzten Kapitel, ist das Tag nicht der Chorenbuch. Ob es ist möglich zu sagen, wollte nicht gewinnen der Choren, wollte es gewinnen dasselbe Buch. Weil es wollte noch gewinnen, scharf, aber nostalgisch, weil kein Reb Zalmen wollten sei wie noch nicht gewinnen. Ja, und das ist ein großer Teil von der Zuziehungskraft von dem Buch. Was ist nicht nostalgisch. Gut. Dank. Und in jener Zeit, der Gedenk from a Ruined Garden, in jener Zeit hat mit dir geklungen eine Welt wie ein Anthropolog. Ich habe dich assoziiert mit Anthropologie. Ja, richtig. Und ich wollte gewollt fragen, hast du angehört mit der Beschreibung, das heißt mit Hofer, mit der Ermahnung wegen Hofers Beschreibung von den verschiedenen Chassidischen und wie anders, es klingt mir, wie anders die verschiedene Philosophie, chassidische Philosophie, von Pschische hast du gesagt, von Ger, von Aleksander seinen Gewinn. Und du hast auch gestellt auf die Chilukim zwischen sie. Ja. Wollt wissen, anthropologisch gerät, hat Hofer da gerät, faktisch, Gicher von einem normativen Guckwinkel, das heißt, weil ist doch gewähnt von die hohe Fenster, ist doch gewähnt dem verhavert mit der Mischproche Heschel und so weiter. Ja. Sie sollen mir verstehen, sie sollen mir annehmen, als hat wegen gewaltig besondere andersdicke Kehilles mit der Lebenssteiger, was hat sich BMS differenziert, was ist BMS gewähnt zum Erkennen, noch von der Weiten oder das nur gewähnt philosophisch, als die Unterschiede seine gewähnt so scharf, so groß. Ja. Und die Frage ist besser zu fragen, Glenn Diner. Ich kenne Sachen mehr wegen die Protein. Ich habe gesehen, öfter in einem anderen Band Hofers, öfter ich gedenke schon nicht dem Namen, wo schreibt, es ist nicht Reb Zalmen, weil ich finde es nicht dort, nur als Emetzer sagt, das wollte nicht gepasst für einen Aleksanderer Hasid. Efter für ein Pelze Wisner wollte es gut genug. Was ist interessant, weil hat gekannt die Pelze Wisner nach sich und das ist gewesen sein
sein Chaver ist gewesen der Sohn von Pelzer-Winzner Reben. Ist ein bisschen geht dort. Und nein, wir haben in dem Buch mehr weniger ein Bild von einer vereinigten jüdischen Moranowski. Ja. Oh. Noch eine Sache, was ist komisch. Bei einem Moment schreibt wegen Lubavitcher, was hat gedauert in Aleksanderer Shtibl. Und als ist raus von Beisa Kiese, sagt raus die Wörter von Broche, sehr hoch, schreibt Reb Zalmen. Hey, nur die Lubavitcher, alle sollen dürfen wissen, dass die ist gewesen in Beisa Kiese. Das ruft man doch auf Englisch TMI. Ja, oder so. Das ist komisch. Ja. Aha, fein. Das heißt, das Gicher-Gerät ist das Hofers Guck auf die verschiedenen Chassidischen und seine Bekanntschaft mit seinen Hauptpersönlichkeiten, nicht so ein anthropologisch... Richtig. Nur, ob es ist so protimdig und so intim, Ja. als ich meine, und ich habe sich durchgeschrieben mit Glendeiner wegen dem, sagt als das Buch ist ein wichtiger Mocker. Und ich bin Masken. Ich halte sehr von sich Freundes wie ein Mocker für historische Anthropologie. Gut, gegen Glenn Deineren, lass mich reklamieren, also wird durchhalten ein Referat in der Serie, sein Referat wird kommen auf Englisch und wird durchhalten wegen Chassidischen zwischen die zwei Weltmilchommes. Und noch eine Frage, kannst du uns etwas sagen wegen Yechiel Hofers Werk Bechlal? Derweil nicht. Nein. Als was ich weiß, ist was ist geschrieben in Lexikon, was man kann das schon lernen auf Englisch. Und das versteht auf ein Scharblatt, die Regime von seinem Werk. Wie ich habe gesagt, wollte ich allein gar nicht gewusst wegen ihm. Wenn Sam Bresner soll mich nicht heißen, übersetzen ein paar Kapitel. Und ich bin dankbar für dem. Aha. Ich bin bekannt mit Hofern, wie gesagt, von der zweiten Hand, dank dem, was Mordechai, was ich arbeiten bei ihm, hat ihm zitiert sehr viel mal sprachig, weil hat gehalten, als ist sehr ein guter, seine Sprache ist sehr eine gute Abspiegelung von ortigen, traditionellen Loschen. Ja. Und der Schächter hat übergeleint sehr als sichereines Punkt, über dem soll können verstehen besser, wie es hat in die verschiedenen Erden von dieser Europa geklungen, das Yiddish. Ja, und ich hoffe, also ich habe nicht zu schlecht übergeleint, das was schreibt über auf Dialekt. Öfter können wir das inszenieren, fahren Sie als Mann von dem dosigen Ich bin great. Programm, ja, sehr gut. Wir haben eine Frage zwischen die Schales und Tshuves. Das ist von einem, was hat, Punkt, dieselbe Familie wie du. Sagt also, Rebbe Nossen, hast schon lange Jahre gehalten in Übersetzen Werk in Mameloschen, speziell wegen fromme jüdische Gestalten. Was meinst du ist besonders kedai, als fromm Werk, ich darf endlich dem Satz, ich habe etwas nicht verstanden. Oh, was ist besonders gedei bei solche fromme Werk für heintige Englisch redendigen Eulen und euch für Jiddisch redendigen Eulen? Ich habe speziell halt Texten wegen amoligen frommen Leben auf Jiddisch, weil sie sind erstens, weil sie sind geschrieben in dem Loschen, was man hat gerät.
wie Heschel schreibt in der Hakdome zu Kotzk, als so schaut, alles, was die Rebbeim haben gesagt auf Jiddisch, ist nur gedruckt geworden auf Loschen Koidisch und Tage auf nicht als a guten Hebräisch. Das ist eine Sache. Und eine zweite Sache ist, was kurz die einzelnen Werke, was sind gut geschrieben auf Jiddisch, mit Tam, aber nicht mit der ganzen Pietät wegen amaligen Leben, haben wir oder artscrollisch Hagiografie oder maskilische Sport. Ist das, was Hofer schreibt wegen dem Leben, was Heschel schreibt, was Menashe Unger hat geschrieben, etliche Band wegen verschiedener Rebbeim und so weiter, ist genommen von einem Mocker, was sie haben von Zeyra Mashpoches, was sie haben gejarschend. Aber sie sind nicht geblieben im Ganzen in der Welt und euch nicht im Ganzen weg von dem. Und das ist mir Tage sehr teuer. Und wer soll los sich das übersetzen? Das ist eine sehr offene, sehr breite Frage. Aber was für ein Vermessen hat man damit? Ich bin sicher, eine sehr tiefe, sehr Größe. Das Schwerste ist das, was ich habe übergesetzt jetzt, Tage mit meinem Yänע Herrsch, ein Buch, Mordechai Lipsons Anthologie, was heißt Die Welt erzählt. Das ist 1000 Anekdoten, meistenteils Tage wegen litwischer Rabbonen und nicht so viel wegen Hasidim. Und es ist einmal ist es sehr londisch. Und man darf Tage kennen gut, nicht nur Jiddisch, nur Loschen Koidisch, zu verstehen, die alle Kalamburen und so weiter. Und als man will übersetzen chassidische Rebbes Wort, ist es oft gebaut auf ein Kalambur, auf ein Posik. Man hat nicht die Klang in Guffe von der Posik, kann man gar nicht verstehen die Chochme. Und das ist sehr schwer. Aha. Aber andere Sachen von Inhalt, was eine nicht metasprachige ist da, darf man doch sagen, dass es ist übrig sehr schwer oder dass das ist Übersetzung in jeder Kultur? Nutzt man was man ruft Stealth Translation. Man stoppt da rein ein bisschen Verklärung in der Übersetzung Guffe. Eider anzuschreiben lange Noten. Ja. Alles gezeichnet. Gut. Das ist eine gute Strategie, was man darf, wenn wir es herumreden in Klassen und in Werkstätten von der Übersetzerei. Richtig. Weil oft vergisst man in dem oder man hat also Meure als Meure zu beiten, dem Original, oder man hat Meure für Herr Ores. Einmal ist die Meure für Herr Ores literarisch berechtigte, aber von der anderen Seite darf man geben zu verstehen, mit was es handelt sich. Richtig. Gut. Joines nach Vergnügen gewesen, ein Dank für sein unser erster Referent von der dosiker Serie in dem Sommerprogramm 2023. Wir der Mann in dem Eulem, als alle unsere Referaten in der Serie kommen vor Dienstag und Donnerstag, 2er Zeyger bis 3er Zeyger, New Yorker Zeyger. In die Donnerstagen ist das auf Yiddish, in die Dienstagen ist das auf Englisch. Für die, was wollen, das wollen sein später oder sein noch einmal. Der Mann mir reich, das wird sein zum Sehen, bis in der Ewigkeit rein auf unser YouTube-Kanal, auf dem Yivos YouTube-Kanal. Bis Mashiach wird kommen.
bis Mashiach wird kommen und weiter. Und weiter, viele weiter. Wie viel wir wissen, weil wir haben also Zoom-Konte, was ohne YouTube-Konte, was wir hoffen, dass will käme nicht durchgehen. Nur wer weiß. Dank für die Gelegenheit. Dank dir, Bemes. Dank für den Kommen alle. Und wir werden es auch sehen in die kommenden Wochen euch durch Juli, als sie kommt vor und Danke euch allen.